Joey Kelly ruft mich an? Oh mein Gott, ich hab gesagt, ich rufe den jetzt an. Ich hab gesagt, abends rufe ich... Digga, Joey Kelly ruft mich gerade an. Hallo? Ja? Ja, ich bin aber gerade mitten im Stream. Also, ist es okay, wenn wir das im Stream machen oder eher später, wenn ich nicht mehr im Stream bin? Ja, okay, dann, nee, wir können im Stream machen, alles gut. Okay, wann hört dich jetzt? Das heißt, du bist jetzt online, oder wie nennt man das? Ich bin gerade online, ja. Online heißt, bist live auf deinem eigenen Fernsehkanal, kann man so sagen, oder? Oder falsch? Nee, so kann man das sagen. Doch, also mein eigener Fernsehkanal, ja. Ich bin gerade live. Also alles, was du jetzt sagst, sehen Leute. Also es ist live oder versetzt? Kannst du das weg, wenn ich jetzt was falsch sage, das kommt nicht mehr weg oder so? Nee, also wenn du was falsch sagst, dann ist das live. Das geht nicht mehr weg. Okay, dann sage ich alles falsch. Ja, auch scheißegal. Okay. Ja, geht's dir gut? Mir geht's gut, ja, wie geht's dir? Super. Warst du in hier, ich habe gesehen, Foto, du warst halt quasi, wie nennt man das hier, Skifahren oder Snowboard oder sowas? Ja, ich war Snowboarden. Cool, mega. Das heißt, können wir reden über nächste Woche oder? Ja, wir können reden. Du bist am 7.1. bei mir, ne? Da bin ich bei dir. Und dann machen wir Autoball, richtig? Da machen wir Autoball, ja. Mega, okay, perfekt. Gott, ich werde hier WDR-Fernsehen einfach verlegen, absagen, scheißegal. Okay. Kein Thema, ich bin ja... Du musst das nicht machen, ne? Du musst das nicht absagen wegen mir. Also auch, weißt du, ich bin so oft bei WDR-Fernsehen, das ist, können einmal halt quasi das Ding hier verschieben, ist kein Thema. Ich habe ja schon im Büro bei mir Bescheid gesagt, sie sollen bitte mal halt hier einen Tag später oder irgendwann, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, erstens, wie war der Urlaub? War super? War geil, aber also ich habe körperlich anstrengend, ich habe nur Sport gemacht. Mega, doch super. Danke. Super, das heißt, du bist topfit, oder? Ich bin topfit. Habe ich dir erzählt, ich habe dir WhatsApp geschickt, ne? Ich habe deinen Bruder bei Monty, Montana Black, die Jungs da gesehen. Ich dachte, du wärst das. Ne, ich war das nicht. So gleich aus, ne? Aber das war ja nicht Monty-Event, das war ja Knossi-Event, oder? Nee, es war Montana Black. Ja, aber du hast in deiner Insta-Story, hast du gesagt, Knossi-Event? Ja, stimmt, ich habe mich vertan, weil ich verbinde die immer zusammen irgendwie, keine Ahnung warum. Ja. Weil ich habe den Monty kennengelernt über den Knossi bei der VOG-WM vor 1,5 Jahren und dann hier bei dem Big Brother Container-Geschichte letztes Jahr in Herbst, also war genau im November, ich glaube, oder Anfang Dezember, vor einem guten Jahr, habe ich dann halt quasi, da kam der Montana Black für als Gast, ne, so einen Tag dazu und dann habe ich ihn kennengelernt, dann vermische ich das hier mal so Knossi und Montana und genau, und da habe ich deinen Bruder gesehen, aber das ist ein anderer Bruder. Das ist halt quasi nicht dein Zwillingsbruder, oder? Hä? Nee, ich hab einen Zwillingsbruder und ich habe einen großen Bruder. Du hast beide gesehen. Waren beide da? Ja, beide. Ich habe nur eins gesehen. Ich glaube, das war dein älterer Bruder. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also gefühlt, also auf einmal, vom ersten Moment dachte ich, Schock. Wir hatten gerade an dem Tag quasi kommuniziert so, dass du halt quasi einen Termin verlegst und so und hast du nicht gesehen oder was auch immer. Und dann stand dein Bruder, egal. Der war ein bisschen, ich glaube, geschockt, weil er dachte, gut, vielleicht kennt er das, ne? Dass er wird erkannt, dadurch, dass er halt so aussieht, wie du, wie bei uns die Kellys. Ich habe auch hier 10 Geschwistern, weißt du? Ja. Und wir sehen nicht alle gleich aus, obwohl, musst dir vorstellen, Hugo, die haben jetzt eine Biografie von mir geschrieben. Und ich habe diese Frau, die das geschrieben hat, noch nie gesehen in meinem Leben. Ich wusste davon gar nicht. Das heißt, die haben eine Biografie auf dem Markt, ein Buch rausgebracht von mir und ich kenne die Leute gar nicht. Was ist Biografie? Was ist das? Biografie ist so ein Buch über dein Leben. Ach so. Also über deinen Werdegang. Lebensverlauf. Genau. Und ich wollte so eine Scheiße vielleicht, wenn ich noch lebe, in 20 Jahren machen. Ich bin 50, weißt du? Ja. Und jetzt nicht 50. Und dann haben die das einfach gemacht. Und ich habe diesen Buch selber im Laden bestellt. Also ich habe eins gekauft. Für 24 Euro. Ah, warte. Die haben ein Buch, was die verkaufen über dich, ohne dass die mit dir geredet haben. Genau. Das ist nie geredet. Also das ist so abgefahren. Das ist krass. Also irgendjemand, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, hat ein Buch über mich geschrieben
dass die verkaufen im Laden und ich bin dann hier zum Buchhandel und die haben eins bestellt, da habe ich den bekommen, habe ich 24,99 € bezahlt für ein Buch. Wenn du nächste Woche da bist, zeige ich dir. Das Kranke daran ist, dass gut, Cover, das bin ich, aber dann die erste Seite, nein, oh nein. in der ersten Seite ist ein Bild von meinem Bruder. Und da steht drauf Joey Kelly. Das ist krass, das ist krass. Wie bescheuert das ist. Und dann mittendrin auch noch ein Foto, wo ich sage Joey Kelly, das ist mein Bruder Paddy. Und dann haben die geschrieben, dass ich verheiratet bin am 27. Januar. Das stimmt gar nicht, ich bin im Dezember geheiratet. Und dann schreiben die auch nochmal, in eine Seite, ja, meine Mutter, leider, ja, ist verstorben, als ich 9 Jahre jung war, stimmt nicht, ich war 8 eigentlich, aber fast 9, egal. Und in der nächsten Seite schreiben die, ja, dein Papa hat quasi die Familie streng erzogen nach der Trennung von deiner Mutter. Ja. Aber meine Mutter hat sich von meinem Vater nicht getrennt, die ist gestorben. Das geht ab hier. Egal. Ist alles, ich sag dir den Scheiß, das ist so ein Kack, dieser Buch. Also es ist wirklich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich da halt mit einem Anwalt reden muss. Ja doch, musst du, oder? Vollkommen falsch. Alles. Da schreiben die noch ein Bild, zeigen ein Bild von mir und du kennst Luke, ne? Mein älterer Sohn. Ja, kenn ich. Und dann schreiben die da drunter, der Sohn Leon. Der andere Sohn. Auch falsch. Also es ist so viel falsch, es ist so viel abgefuckte Scheiße. Und denkt mal, wo leben die denn hier? Welcher Journalist hat dieses fatale Werk zusammengestellt? Aber gut, egal, es ist wie es ist. Ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Ich habe ja selber erstmal eins selber bestellt und selbst eins gekauft. Das heißt, die schicken nicht mal eins. Aber egal. Auf jeden Fall, nächste Woche ungefähr, um wie viel Uhr bist du bei mir? Ich bin so ungefähr 13, 14 da. Weißt du, ob deinem Hof, ob da so, also hast du da ein Netz, Internetnetz? Hast du das da? Ja, klar, aber jetzt nicht auf die Felder, sondern im Hof, weißt du, ich meine? Aber hast du ein Netz, was du, wenn du unterwegs bist, Datenvolumen, das Netz da, 5G, 4G und so, hast du das im Hof überall? Haben wir. Okay, ja, okay, gut. Wir haben hier so 4 Kilometer weiter weg, ist das so eine Telekom. Gut, okay, das ist gut, ja. Also okay. Da ist so ein Turm, also die kannst du von Weitem sehen. Und da haben wir halt G4, G5 oder was auch immer. Das ist, weißt du? Ja? Und kommst du, wer macht denn dieses Live-Chat oder Twitch oder wie das heißt? Macht das der Adam? Was? Dieses Live-Fernsehen, sag ich mal. Macht das der Adam? Oder nee, also ich mach das selber und ich bring, wenn es okay ist, ich bring einen Kameramann mit. Der ist ein bisschen komisch, nicht wundern. Aber, also den nehme ich dann mit. Also ich mache die Technik und alles mache ich selber. Ich mache das ohne Adam. Aber jemand hält die Kamera dann einfach für mich. Also, das ist einfach nur ein Kameramann. Okay, perfekt. Okay, ich habe und der Livestream oder Stream oder Live-Fernsehen läuft ab 16 Uhr. Also, das ist, also feste Zeit haben wir nicht, aber so, ich würde so ungefähr 16 Uhr anfangen. Perfekt, sehr gut, perfekt. Gucken wir vor Ort einfach. Ja, genau. Ich organisiere alles. Ich zeige dir halt quasi alles und dann siehst du, was du alles... Kann man auf deinem Hof schlafen? Weil ich müsste, glaube ich, eine Nacht schlafen. Kein Problem, ich kann hier Hotelzimmer bestellen, wie letztes Mal, weißt du? Das war dieses Partnerhotel. Ich muss noch wissen, wie viele Zimmer du brauchst, weißt du? Ist das gratis für dich? Ja, klar, natürlich. Okay. Ja, klar. Ja, dann würde ich das Penthouse-Zimmer nehmen. Ja, klar. Hast du bezahlt, wie viele Zimmer du brauchst? Und dann kriegst du halt quasi die Zimmer inklusive Frühstück, ist klar, für den nächsten Tag. Und so etc. Das ist von uns so 6 Kilometer oder 7 oder 8 oder was auch immer. Also direkt um die Ecke und das ist gar kein Thema. Ja, da wo ich letztes Mal war, ne? Ja, genau. Du warst letztes Mal... Nix live, ne? Alles gut. Genau. Ja, genau. Genau, diesmal bist du woanders. Das ist nicht der gleiche, sondern ein anderes Hotel. Ja. Weil der andere war letztes Mal ausgebucht, weil da Fritz Manneke und Martin und Ja. Wie die alle heißen, ne, die waren alle da und so etc. Nee, kein Thema. Dann weißt du Bescheid. Dann organisiere ich alle. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Ne? Das wird der Hammer. Und
Genau. Es ist okay, wenn ich den Max, kennst du den Kameramann von aus Neuseeland habe? Ja, klar. Der halt auch dazu kommt, der auch filmt und so etc. Ja, klar, na klar. Perfekt, perfekt. Und darf ich das dann hinterher bei YouTube, willst du auch eine Folge nutzen? Oder bei mir oder nur bei mir oder nur bei dir? Oder was willst du machen? Wir können gleichzeitig einfach. Ja, mega. Perfekt, dann machen wir das. Dann drehen wir alles ab und ich organisiere. Darf ich sagen, Autoball machen wir. Was hältst du von Stocker? Das hältst du von so ja, eine ganze... Können wir auch gegenseitig uns rammen, bis die Autos kaputt sind? Machen wir. Also, Ja? Normalerweise nicht, aber weißt du was? Wir machen das. Weißt du was? Warte mal. Das heißt, bis des Autos total am fucking Arsch sind? Bis die komplett tot sind. Okay. Hugo, für dich machen wir das. Wow. Wir machen das. Wow. Wir machen das. Ein Traum geht in Erfüllung. Wir machen das. Normalerweise nicht, weil es kein Stalker ist. Normalerweise so, man darf sich antitschen, aber jetzt nicht platt machen. Aber weißt du was, wenn das dann dein Traum ist, dein Wunsch ist, wir machen das. Okay, geil. Hugo, ich lasse dich weiter twitchen oder hier Fernsehen machen, ne? Ja, Und danke. dann, wir sehen uns nächste Woche am Dienstag. Ich freue mich sehr. 1000 Dank, ne? Und genau, perfekt. Dann weiß ich Bescheid und wir sehen uns dann. Ich bin ab mittags da bei mir. Okay, 2 Zimmern, weiß Bescheid. Perfekt. Geht alles klar. Geil, dankeschön. Hugo, mein Freund. Bis die Tage. Tschüss. Ne? Ciao, ciao. Tschüss. Oder Joey ist der Goat. Ich hab's euch gesagt, Jungs. Er ist der Goat. Ist das Buch? Mein Gott. Digga, 25 € für so eine Scheiße ist respektlos. 25 € für ein Buch, wo einfach alles falsch ist. Digga.